Anischt Liewen, ein Podcast von der ASTM. Willkommen bei Anischt Liewen, dem Podcast von ASTM und zum Arbeit beim Klimabündnis Lützeburg an Radio ARA. Mein Name ist Cedric Reichel. Willkommen bei Anischt Liewen, dem Interview am Monat Juli. Ich habe heute einen Gast bei mir, nämlich Losch von ECPAT, mit dem schwätzen ich über Volontarismus. Ganz interessantes Thema, wenn ihr davon nicht hören habt. Passt auch gut an unsere Sommer. Dann geht es nach einer kleinen Agenda mit Ann Müller. Aber mir heute im Studio für den Interview als Noemi Losch. Moi Cedric. Du schaffst für ECPAT Lützeburg. Wir kommen gleich dazu, wer der genau macht. Du hast International Studies als Bachelor an Human Rights Sciences auf Master studiert zu Paris dann. Du warst chargé de projet an Plädoyer en Sensibilisation für ECPAT. Ganz genau. Sind ein Jahr, oder? Sind da ein gutes Jahr, genau. Ein gutes Jahr, genau. Okay. Ja, fangen wir einfach mal an. Was das ECPAT überhaupt? Ganz genau. ECPAT Lützeburg ist eben eine Lützeburgische ONG. Wir haben als Mission gegen alle Formen von sexueller Ausbeutung von Kanadiern zu kämpfen. Du winkst so wir Projekte an Westafrika, an Südostasien, wo wir zusammen mit Partnerorganisationen sur Place schaffen, hauptsächlich an der Prävention, am Schutz und an der Rehabilitation von den Kanadiern, Opfern von sexueller Ausbeutung oder eventuell auch potenziell Opfer könnte gehen. Aber wir schaffen noch halt zu Lützeburg, und da sie genau die Wolle Wurst drauf schaffen, das an der Prävention und eben am Plädoyer und der Sensibilisation. Wir sind Teil von einem globalen Netzwerk von ECPAT general, wo bei jedem Ziel eben als wirklich ganz spezifisch gegen die sexuelle Ausbeutung von den Kanadiern zu kämpfen. Du denkst, da muss ich vielleicht kurz erklären, was ist genau sexuelle Ausbeutung von den Kanadiern. Sexuelle Ausbeutung von den Kanadiern, du hast immer sexuellen Missbrauch dabei, das ist immer eine sexuelle Neigung, die du von ihm kannst, und das ist immer ein Échange von einer anderen Sache. Das kann am Austausch von Schuhe sein, das kann am Austausch von Kleider sein, am Austausch von Schutz, das kann noch Sachen sein, die eben nicht Material sind, das kann Schutz sein, das kann auch Erste sein, alles Mögliche, was geht. Und das geht dann entweder dem Kant, also das ist entweder ein Austausch von Kant, das kriegt er nur, oder eine dritte Person, das muss auch nicht immer Kant sein, wo das kriegt. Du gibt ganz viel verschiedene Formen von, du gibt sexuelle Ausbeutung von den Kanadiern an der Prostitution, es gibt sexuelle Ausbeutung von den Kanadiern am Reisen und am Tourismus, es gibt sexuelle Ausbeutung von den Kanadiern, wo sexuelle Missbrauch Durchstellungen auf Bilder, also Bilder, auf Videos, wo in die Rempfen war danach als Kanadier-Pornografie bekannt ist, mir das hat falsch wird, das sind schon Missbrauchsdurchstellungen für sexuellen Missbrauch. Genau. Und natürlich auch in digitaler Form geht das auch Sextortion, also auch Grooming, das sind alles Formen, die es eben auch noch gibt. Und auch weil wir mal von Kanner schwarz sind, vielleicht kann ich das jetzt noch präzisieren. Ja, das war meine nächste Frage gewesen. Was heißt Kant für euch? Kant ist alle Personen an der 18 Jahren. Okay. Das ist auch am legalen Kader, was du an der 18 was du dann auch Minor. Und das ist wichtig, was du dann spezifisch Rechte hast, aber auch einen spezifischen Schutz, den dir im Moment durch zusteht. Und das ist auch so festgelegt an der internationalen Konvention von den Kannerrechten von der UN. Genau, auf den Beruf der ist natürlich. Genau. Das ist ein großes Thema, und du hast schon ganz viel Wolle gesagt. Mir ist nicht angelöst, für über eine kleine Wolle eigentlich zu schwätzen. Mir ist dass das immens interessant wäre, weil er doch Leute betrifft. Gerade im Sommer viele Junker überlegen, ein Gap Year zu machen, wenn sie auf Döse mit der Premiere sind, was müsste du noch? Und du in letzter Zeit wurde entdeckt Volontarismus. Ich mache einfach mal Disclaimer. Ich war 2008 mit VIA e.V. Für 2 Monate an Mexiko und habe da Deutschkurse gegeben. Und dann war ich in Indien mit ISAC 2010 für 3 Monate an einem Internat, wo ich eben auch Kanner betreut habe. Soll ich nur schlecht gewissen haben, war das Volontarismus? Wie soll ich damit umgehen? Also, froh hast du nur, wo überhaupt dein Impact, den du mal da hast, das ist eine Frau, die können wir noch gerne gucken. Also, das wirklich Volontarismus, so wie wir Volontarismus verstehen, nee. Also, das tut, wo ihr dann aber schon ein bisschen enkadriert, was gemacht hat, wo ihr dann noch echt das Stage.
Par contre ass du natürlich Aspekt mat de Kanner dabei, den kannst du noch gerne aguen. Mir erklären aufhängen, was Volontarismus ist. Also Volontarismus ist das, wie es wurde, die wir schon sehen. Das ist auf der einen Seite den Volunteering, also Volontariat, und du hast eben Tourismus. Das ist eine Kombination von zwei an sich ganz verschiedene Sachen, dem Volontariat legt, der freiwilligen Arbeit an Vakanz machen. Und das ist halt ein Offer, die man gut kennt, weil in die zwei kann verbannen, an den du nur an die Vakanz geht, gleichzeitig etwas Gutes kann machen, an der Gimien, an Leute zur Platz kann helfen, an das ist der Menschen so dass das Leute aus dem globalen Norden, die Leute am globalen Süden helfen gehen. Und das geht dann angeboten als so ganz Paket, das kann ich nämlich kaufen. Und das kann ich dann eben bei Agence de Voyage kaufen, also Reiseagenzen, die das anbieten, aber auch ganz spezifisch spezialisiert Volontarismus-Agenzen, die das anbieten, aber auch so ONG selber, die das anbieten. Was wichtig ist, dass das sind bezielt, für die für freiwilligen Arbeit zu machen, was ja an sich schon mega kontradiktorisch ist. Was sind dann so typische Beispiele? Also ich hat einen Film gesehen, eine Dokumentation, du hast auf der einen Seite eben Schildkröten pflegen und so weiter gegangen, so als Beispiel. Und auch, was mir aufgefallen ist, langt, also just 2 Wochen oder so. Und eben das andere Weibe Wesenheimer, also Wesenheimer Kambodscha. Das war so das, was ich gesehen habe. Genau, also das sind auch so 3 Sachen, die extrem belebt sind, eben wie so mit Schildkröten besonders, da gehen sie irgendwo so einen schönen Platz, und da gehen sie Schildkröten für 2 Wochen oder maximum 4 Wochen, also das ist immer ganz kurz, das ist wirklich so an dem Vakanzenkader dran, das ist wirklich nicht mehr ein kleiner Reis. Dann geht es dann auch typisch Beispiel, als ich so mal in Kenia eine Schulstreiche gehen, das ist auch irgendwie ganz belebt. Und dann ist eben das bewusst auch gerade so mit der Kanner, das immens belebt von einem Tourismusprojekt mit Kanner zu machen, was mehr vulnerabel, was das irgendwie besser auch können, was Leute mehr Gefühl haben, sie müssen helfen gehen. Und du denkst, das ist ganz gefährlich, eben gerade mit den Wesen, die sind immens viel Wesen, also so offenes Tourismus, ich dann an Voluntarismus mit Wesen, mit Wesen Kanner. Aber auch an anderen Institutionen, wo Kanner sind, die vulnerabel sind, oder auch an Schulen Englischkurse für 2 Wochen die ABC beibringen, das ist auch, das sind wirklich so die ganz belebte Formen vom Voluntarismus, die natürlich mehr schulden, weil sie sich Gutes dienen. Für was schulden sie genau? Also gerade das Beispiel Wesenheim, wo hier könnt die Demande, das ist so rezent. Mir schwarze Phänomen, von dem so über die 20 letzten Jahre abgebaut hat, oder? Genau. Du kannst für dich darüber schwatzen über den White Savior Komplex. Und ja, du willst, ja, dann gebe ich dir noch erklären, was wirklich so die Gefahren sind am Voluntarismus. Mit Voluntarismus, der basiert wirklich auf der Idee, auf der Denkart, die extrem postkolonialisch ist und die extrem auf der Kolonialzeit basiert, dass die ganze Idee, dass Personen aus dem Westen, Leute aus anderen Ländern müssen helfen, weil sie das Recht drauf haben, weil sie besser sind, weil sie aus dem Westen sind, und du denkst, da sind sie direkt qualifiziert, für Südfrank zu sagen, wie die Welt geht. Und dann Voluntarismus, das baut sich wirklich auf der Idee, auf dem Prinzip ab, für einem so ein gut Gefühl zu verkaufen, für dann die Leute, die eben auch viel die Idee am Kopf haben, okay, das ein Spiel, was sie vielleicht gesehen haben von einem Wesen her, sie kann wirklich ganz an miserable Konditionen leben, und sie meinen, so ist das am Land, und dann musst du hinausgehen, für zu helfen, weil das meinen, ich kann helfen, ich muss die Welt retten. Und oft sind das vielleicht gute Intentionen, aber die sind halt falsch, weil so einfach ist das nicht. Die Problematik ist viel mehr komplex, das ist nicht einfach du gehst 2 Wochen hin und hast die Welt gerettet, und das sind aber die Voluntarismusagenzen, die das Bild auch verkaufen und das aktiv weiter erhalten, aber auch verschiedene ONGs, die Volontären hinschicken, für du nur eben fangen an sich suchen zu kriegen davon. Genau dafür, also wirklich so den White Savior Idee, die sitzt irgendwie noch ganz tief dran, aber sonst am Voluntarismus sitzt die ganz tief. An diesem Viergespräch hast du doch gesagt, dass es teilweise eben auch die Absurdität ist, dass Leute an andere Länder dürfen an einen Beruf schaffen, für den sie hier nicht genug qualifiziert wären, aber praktisch Qualifikation westlich zu sehen, bald durchgeht, für dann dürfen an Indien oder Kambodscha dürfen einen ganz schwierigen Job, weil ich meine, alles, was man kann, zu sehen hört, braucht ja Information hier im Land und nicht so knapp. Als das eben auch das Neokolonialdenken. Genau, das ist einfach der Fakt, dass du von hier bist, dass du denkst, da etwas kannst und dass du das leisten kannst. Aber du bist im Moment auch mit der Idee, gehst von der Idee aus, dass sur Platz keine Leute sind, die Kompetenzen haben.
Und das ist so einfach total falsch. Also das ist einfach ein Stereotyp, den du weitergelegt wird, den weiter kommuniziert wird von den Agenzen, zu suchen, dass Kind du hast, den das kann, dafür musst du Leute, obwohl du gar keine Qualifikationen hast, mehr einfach der Fett, dass du von Hypers, hörst du sie an. Dann auch das Gefühl, dass dir das mehr Gutes bringt. Du gehst auch viel hin für selber, durch gut zu vielen, du meinst, du gibst mal etwas Gutes machen. Du hast nicht mit der Thematik an sich aus der Nähe gesagt, und das ist halt extrem simplistisch, gefährlich. Und du gehst ihn direkt einfach an ein immens, stereotypisch Weise für über Entwicklungsarbeit zu denken. Ist das wirklich eine Industrie? Du siehst, gepackelt nur geboren. Gibt es wirklich ganz große Agenturen, die sozusagen Tausende von jungen Leuten an Kambodscha oder Nepal schicken? Ja, und du hast das genau da, wo, apart vom Fett, dass die Agenzen wirklich Stereotype verbreden und sich auf wirklich falsch Denkarweise basieren, als der Fett, dass zum Beispiel, wenn wir gucken an Australien, als die ganzen offenen Tourism, das ist als moderne Sklaverei unerkannt. Das ist aus einem legalen Kader steht das so, das ist leider nicht überall so unerkannt, aber das ist wirklich so, und das, weil die Leute bereit sind, extrem viel Suchen zu bezahlen, für hinzugehen, für sich selber gut zu fühlen, für bis man die Kanner zu spielen. Und dann, dem Moment, das wissen die Leute auch sur place, das ist auch Leute, die davon profitieren. Und weil die Demande so hoch ist, brauchst du doch genug Kanner, für die Demande können zu erfüllen. Das heißt, du brauchst mehr Wesenkanner, das heißt, du brauchst da einfach mehr wieder an sich gehen, weil so viele Leute wollen zum Beispiel Wesenkanner schaffen. Und dann hast du eben wirklich den Menschenhandel, den aufhängt, wirklich abzublähen. Da gehen Leute, die da wirklich, die Händler, Menschenhändler, die gehen dann an den Ländern sur place, die wirklich sich Regionen, Kommunitäten, wo effektiv viel Armut ist, die marginalisiert sind, die vielleicht nicht den Access haben, und die einfach durch sozioökonomische Faktoren nicht immens gut leben können, an ihre Kanner nicht das anbieten können, was sie gerne hätten. Aber wenn du dann eine Person vorbeißen könnt oder eine Person, denen sie vertrauen, das ist aber auch oft der Fall, an ihnen seht, voilà, die könnt mir Kanner gehen, schon kann man dann Staat, da kriegen sie eine gratis Education, da kriegen sie eine Ausbildung, da kriegen sie Ziessen, da kriegen sie alles, und dann geht es ihnen gut, und sie können ein besseres Leben führen, wie dir ihnen jemals könnt anbieten. Und die Älteren oder die Person, die kann aufpassen, die leben das, weil sie der Person vertrauen, und da gehen sie hier keiner matt, und dann schlussendlich schon die Kanner an falsche Wesen haben, wo sie sich müssen als Wesen Kanner ausgehen, wo sie eben dann an extrem miserable Situationen leben, wo sie nicht genug Ziele kriegen, wo sie keine Education kriegen, wo sie gar nicht kriegen werden, was sie an sich gedurcht tun. Und da einfach müssen zu einem Objekt gehen, für können den Mond von den Touristen und Volontouristen können zu erfüllen. Das heißt, es praktisch künstliche Marché kreiert. Ja. Mhm. Wie profitiert er finanziell davon? Die Menschenhändler und dann die Leute, die Falschwesen haben, abbauen, und dann eben die ganzen Agenzen, von die Volontourismus offeren anbieten, Agence Voyage an dem Novewing ONG, das dann eben noch unterstützt, mit könnt nicht und kann die ganz suchen, kommen nicht und kann zurück, die bleiben an genau der selben Situation, wo sie sind, und sie kriegen nie etwas von denen suchen, die profitieren nicht davon. Und noch wenn die Volontouristen da sind und sie gesehen, wie schlecht es geht, was oft geschieht, dass der Mann sich GoFundMe oder so probieren, nach extra suchen, fangen zu kriegen, für über an sich schon Kanner zu gehen, mit können dann vielleicht schon. Dann, voilà, 80% noch von der Kanner, das verdenkt völlig interessant, dass sie wirklich 80% von der Kanner weltweit, die anwesend sind, sie kein Wesen Kanner dafür, das ist nicht einfach etwas von mir. Einfach so, das ist wirklich ein effektives Problem. Ein anderes ganz großes Problem, vielleicht du denkst, für den Link zu erklären, wieso wir als ACPAT also viel mit dem Thema befassen, als muss in sich feststellen, eben wie man so, denn die Leute, die kommen immer, da ist immer eine Rotation da. Das ist immer nicht mehr alle 2 Wochen, vielleicht alle Monat, Maximum 2 Monate, ich weiß nicht. Mit das sind Leute da, kommen, das ist immer so die Rotation da. Und die Kanner, die sind meistens schon in vulnerable Situationen, die sind da allein, sie haben keine Person, den sie beschützen kann. In dem Moment fangen sie auch ein ganz ungesundes Verhältnis aufzubauen, mit fremden Leuten, mit Menschen generell, kommen viele Probleme wie Bannungsprobleme, die wirklich entstehen. Jetzt sind aber auch andere Probleme, dass die Kanner verlieren, wird also ein normaler Kontakt mit fremden Leuten. Und da fängt es wirklich schon schwer zu gehen, also gefährlich zu gehen, weil du das normalisiert geht, dass fremde Leute ohne Ausbildung mit Kanner, das ist fremde Leute, die weder irgendetwas mit Kanner 4 geschafft haben, die
kein aus, die kein Qualifikationen haben, die keine Kompetenzen haben, jemand Kanner zu schaffen, du einfach können bei Kanner direkt eine Aktie haben, einfach weil sie genug Suche bezahlen. Das ist die ganze Idee, dass den Anteil von der Kanner, den hast du nicht mehr viel. Das interessiert okay mir an dem ganzen Volontarismus-Business. Nicht Anteil, den zählt das die vom Klient, vom Tourist. Und voilà, und du winkst da als eben das Problem, die Normalisierung davon, dass Fremdleute direkte Kontakt zu Kanner können haben, gefährlich, weil das ermöglicht dann Leute, die effektiv schlechte Intentionen haben, die Kanner wollen sexuell missbrauchen. Das ist für die ganz einfach dann, weil das ähnlich, was sie müssen machen, als bezahlen, da sind sie da und zur Platz als kein Schutzmechanismus da. Es gibt, ja, das ist einfach, das ist keine Kontrolle da. Sie können wirklich direkt eine Aktie zu den Kanner haben und mir was geschieht und die Kanner können das auch nicht melden. Die Kanner, das ist auch nicht da, wo die Kanner sich Kinder und den Kanner sich Kinder wählen, für Handel zu kriegen. Wir sind zwar gerade nicht im Stamine, aber ich fährt und ich muss dich trotzdem noch konfrontieren mit der Aussage, die da vielleicht verschiedene Leute am Kap hätten zu so ja, wenn der Chemie dünner geht, dann hast du auch nicht gelesen, oder? Wie reagierst du darüber? Ja, das ist ein ganz simplistisch Weise, darüber zu denken. Und das ist warum so eine ganz weit Idee, wenn kein dünner geht, für ein für mit Leute zur Platz da, die das können. Also das ist eben die ganz Basis-Denkarterweise zu mengen, das Kind du kann. Du hast ganz viel, du hast die Institution, die falsche Institution, du musst ja fischen, sie falsch. Wesen himmer. Das heißt, du also ein Problem, das kreiert, geht die gar nicht da, wo. Genauso wie es genug Leute gibt, die wirklich Diploma haben, für die mit Kanner, die an vulnerable Situationen sind, die extrem traumatisch Sachen mitmachen, für die zu betreuen. Das ist alles da. Aber natürlich, wenn du immer gratis von den Touristen kommst, die sogar auch nach mega Suche bezahlen, dann jedenfalls sind es doch Leute, die davon profitieren, so wie überall, und die das dann bevierzuchen an dat an der bankative Hand überhöllt am Platz von den Sachen, die sur Platz sind, die wirklich funktionieren, an die wirklichen Impact hun an op lang Zeit gucke wie man die Kommunitäten schaffe, weil die Probleme sind, an eben noch mal Kanner für zu gucken, echt eine Reintegration von Kanner zu machen, für das sie bei Familie kommen, auch wenn sie im Moment vielleicht an einer Institution sind, wegen Probleme. Ziel soll es aber nur sein, für das Kanner zurückgeben können. Er kann es aber, wenn möglich ist, er kann am besten daheim abgehoben bei seinen Eltern, ob sie viel suchen haben oder nicht. Also ich meine. Vielleicht kommen wir auf Lützburg zurück. Wen also sozusagen den typischen Volontarist halt Lützburg? Also war das die Demografie davon, was sind Charakteristika? Ist das echt da, sind das echte junge Frauen, sind das echte junge Männer? Also 50-50 echt da? Also eine typische Altersgruppe, war das so, ja, ich will nun brauche eine gewisse finanzielle Background für können zu machen. Ja, also es gibt keine offizielle Statistik. Ich meine, das ist ein kleines Problem, die wir zu Lützburg generell haben, besonders in unserer Branche. Wir haben leider nicht genug Statistiken. Das macht es da auch wirklich für mich schwer. Kann ich aber definitiv suchen, eben von einem Faktor, wo es eben schon so ist, als dass du musst suchen haben. Das ist sowieso schon die Leute, die davon können und dann gehen wir profitieren, diese Stadt leisten können. Weil wenn du so viel musst bezahlen, für eine Vakanz zu gehen, das kann nicht verreden. Aber ob an sind dann noch viel Junker, die das machen. Hauptsächlich Junker, die vielleicht noch im Lycée gucken, Färbes zu machen oder während dem Studium. An typisch Länder hast du schon gesagt, aus Kambodscha, Nepal, Indien. Für die Schildkröte wahrscheinlich dann jedenfalls Inseln am Pazifik, ne? Ja. Was belebt das für Englischkurse zu gehen aus Bali, irgendwie. Bali, okay. Ja. Weil du bei einer schönen Insel warst und das mega cool Vakanz wie so etwas. Ja, aber das ist eben ein des solchen Dingens. Also, auch wenn es im Moment eine Show ist, das nicht gut als freie Person direkten Aktie auf Kanner zu haben. Problem ist einfach auch eben, wie man viel so die ganzen Qualifikationen, die fehlen. Du hältst einen Job, wo an sich eine Person zur Platz kann machen. Du hältst an sich eine Arbeit, du zerstörst einen Arbeitsplatz, die an sich gehen. Und du gehst mit den Kanner, die Kanner, die ruhig gar nicht davon, wenn du 2 Wochen dienen kannst, und mit ihnen ABC guckst, und du selber noch nie gelehrt, wie Schule halt, und dann 2 Wochen drauf kommt eine Person, die nie gelehrt hat, wie Schule halt, und dann zählt sie mit ihnen von 1 bis 10 ABC, und geht einfach kein Abbau auf die Fähigkeiten von den Kanner. Neben das ist ein direkten Aktie auf Kanner, das ist eine Person, die wirklich schlechte Intentionen hat, die kann er total ausnutzen. Das ist einfach das, wo wir wollen, die Jungen suchen, als das gute Intentionen zu haben. Wir haben es wirklich, die unterstützt das ganze System, wo die Kanner nicht mehr das Wichtigste sind, wo
Wohlergehen von der Kanner, Bien-être von der Kanner, einfach die Entwicklung von der Kanner, Hanne gesagt, geht also Hanne hat die Besoin vom Volontarist, vom Tourist. Weil ich nach gesehen, also aber ich gesehen Vulnerabilität auf den zwei Seiten. Weil ich stelle mir gerade vor, wenn du irgendwie mit 18, 19 Jahren oder Premiere für 3 Monate in Indien gibst gehen, also ein Frauenhaus oder ein Waisenheim, und du bist eigentlich nicht qualifiziert, du bist in einer fremden Welt, lang, du bist nicht gut enkadriert für eine Agence, das ist ja etwas mit dir, das kann dich ja überfordern. Absolut. Und da ist so ein Gefahr. Absolut. Geht es zuletzt eine Struktur, wo sich eine Person, die zurückkommt, da sagt, ja, ich habe das gemacht, ich wusste nicht besser, und ich merke aber, dass mich das überfordert. Wo kann die Person hingehen? Also, das hängt ja auch dann einfach so viel davon auf, mit welcher Organisation sie da wo sie mit einer Organisation da, wo sie halt zu Lützburg auch ein Point de Reference hat, eine Kontaktperson. Da gibt es auf jeden Fall mal der Kontaktperson melden und erzählen, was da geschieht ist. Wenn das nicht da ist, so mir einfach, sie können sich auch gerne bei uns melden und wir gucken dann den Lien aufzubauen mit der Organisation, was da geschieht ist. An welcher Firma sie da Sachen machen, die sie sich nicht dürfen machen und dann eben die richtig offiziell Kontakt stellen, das ganz weiterleiten. Aber das ist interessant, was du siehst, weil das eben genau dadurch, dass sonst, wenn die jungen Leute an so Situationen geschickt gehen, eben vielleicht an einen Heim, wo Frauen sind, die selber traumatische Sachen erlebt haben oder Kanner, die denen gut geht, du sind die jung, ob sie einer Ursprung so oder eben, du bist auch an sich, du bist auch mega ausgenutzt von dem ganzen System, weil sie eben ob der Idee, sie lackeln sich mit der Idee dass du kannst etwas anrennen, dass du wirklich einen Impact hast und dass du das kannst, weil du bist von Hause und du suchen, also kannst das. Und du kannst du hin und du merkst, dass du überhaupt gar nicht mit der Situation kannst, wo willst du das dann noch können, wenn du das nie gelehrt hast. Und das ist auch einfach eine total Irresponsabilität von den Agenzen, junge Leute hinzuschicken und sie so einer Situation auszusetzen, weil sie haben einfach noch nicht die Erfahrungen gesammelt am Leben generell, mehr auch spezifisch auf die Sache. Wo sollen sie dann verstehen, wie sie mit der Situation genau sollen umgehen und wie sie den Leuten können helfen, wenn sie sich wahrscheinlich selber mal noch nicht richtig können helfen. Welche Rolle spielt ein SNJ an dem Sektor in Lützeburg? SNJ, den bietet also ein Service-Volontär an. Du gibt 3 verschiedene Offren. Das ist ein Service-Volontär national, das ist halt zu Lützeburg. Ein Service-Volontär europäer, das ist alles an Europa. Und ein Service-Volontär de Kooperation. Das ist alles, was an Kooperationspartnerländern ist. Aber das ist wirklich Volontariat, also kein Voluntarismus, dass man es richtig versteht. Ja, das ist dann noch ein richtig Volontariat. Also, da hast du dann auch eine ganze Struktur, und das ist eben den SNG, die das anbietet, mir das kann ich generell als Tipp geben, als wenn ich Volontariat machen, aber wirklich echt meint, und wirklich sich vielleicht um die Thematik von der Kooperation interessiert, da kann effektiv mal anfangen, halt zu Lützeburg ein Volontariat zu machen bei einer ONG halt zu Lützeburg. Wir haben uns verstanden, was ist das überhaupt an dem ganzen Sektor, was heißt das überhaupt Volontariat, also Kooperationsarbeit. Und dann, wenn ich effektiv in einer Zeit wirklich will an ein anderes Land gehen, weil ich, wie so schwingst, per se Gründe, die wahrscheinlich also gerechtfertigt sind, dann muss ich wirklich gucken, wie das dann kadriert. Also in dem Moment, das hat eben noch mal SNG ganz gut, weil ich kriege eine Information, die geht. Es gibt eine Kontaktperson zu Lützeburg, es gibt eine Kontaktperson an der ONG, wo ihn sur place ist. Das geht evaluiert, also du hast die ganze Zeit eine Person da, die mit dir guckt, ob alles klappt. Mit geht aber mal geguckt, weil die überhaupt den Qualifikationen sind, erwartest du überhaupt kannst helfen, weil du musst ja noch einfach realistisch sein, besonders was mir jung, was einfach man kannst machen, du kannst die Welt nicht retten, du kannst keinen Impact haben an einer kurzer Zeit, und du allein auch nicht, das ist nicht eine Person, die die Welt verändert, das ist eine immens simple Art und Weise, für darüber zu denken, und so also dann nicht an der Realität, und du willst da voilà, einfach gucken, was kann ich an der Zeit, wo ich da bin, was kann ich da machen, was die Leute zur Platz gehen helfen, vielleicht an einer administrativen Arbeit. Das sind dann Sachen, die vielleicht nicht so flott sind, aber das sind dann Sachen, die effektiv vielleicht den anderen gingen helfen, eine Last von der Schule sitzen, weil sie mehr müssen, andere wichtige Sachen im Projekt machen, aber wenn du dann da bist und du kannst kurz helfen mit, ich weiß nicht, was sie im Moment gerade brauchen, vielleicht eine kleine Übersetzung schnell machen oder dann kann gucken, ob alles richtig an dem Dokument ist, dann kann gucken, ob
voilà, ich meine, du gehst da verschiedene Sachen, aber das muss in dem Moment wirklich mit der Organisation selber beschwatzen, was sie brauchen, und dann weißt du, das Kind umsetzen, dann weißt du, ihnen Kind helfen. Ich spüre mehr einfach eine ganz starke Dialektik, weil ich mir gerade vorstellen, Junker, die in diesem Sinne Premier gemacht haben, an der letzten Zeit an der Pandemie, wie soll ich, wenn den zu mir sieht, ich brauche etwas anderes, ich muss hier raus, ich will die Welt sehen, ich kann ihm das nicht überholen. Ich selber hatte Privilegien zu machen, was kann ich dem suchen? Was sind so Kriterien? Gibt es eine Checklist? Woran erkenne ich, dass etwas ein seriöses Volontariat ist, kein Voluntarismus? Ja, natürlich. Ich kann das doch ganz gut verstehen. Und das ist auch nicht an sich etwas Schlechtes, weil dann bald so gut, das ist auch gut. Da sind sich für andere Kulturen interessiert. Par contre, also für die, warum die ganz froh, die sich stellen muss, als wieso will ich das machen? Und dann eben, du denkst, wo ich so, also weil du meinst, dass der rasch sozusagen darauf hat, oder also weil wirklich ein Thema ist, was dich mega interessiert, wo du nur meinst, dass du effektiv willst drauf schaffen, zum Beispiel. Das ist eine Sache. Und dann kannst du wirklich gucken, eben mit den Qualifikationen, da fängst du mal an zu gucken, was sind meine Qualifikationen, was kann ich machen. Aber wenn du dann eben eine Organisation siehst, da gibt es effektiv ein paar Kriterien, und die in sich wenden kann, für zu gucken, ob es auch wirklich seriös ist. Das heißt also einfach, wie lange sie eine Person abholen, wie lange kannst du da bleiben. Sind nicht nur 2 Wochen, oder so, das wirklich mehr auf long term, auf lange Dauer. Was ist denn ein guter Zeitraum, deiner Meinung nach? Aber 6 Monate. Ja. Also, was mir weit war, was aber schon besonders von einer Kultur, also Landes, wo es nicht kann, sondern du sollst doch definitiv am Voraus wirklich eine Recherche machen über das Land, über den Kontext, und vielleicht eben, wenn du bei einer gewissen Problematik schaffst, wieso ist die Problematik da? Weil oft wird doch, das ist ganz komplex, und oft wird doch mit der Kolonialzeit zu dienen, und das muss ihnen sich einfach bewusst gehen, was alles, was ein Hintergrund ist von vielen Situationen, wo verschiedene Länder sich im Moment befinden. Genau, und eben, wenn man dann guckt für die ONG, dann ist wirklich so Sachen wie, kannst du eine Applikation, kannst du dich überhaupt ummelden? Kannst du musst du ein CV rausschicken, musst du eine Lettre de Motivation rausschicken, musst du irgendwie begründen, wieso du das willst, aber wieso gerade du kannst helfen, also irgendwie helfen. Und dann eben mit der Organisation zusammen gucken, wie das am besten geht, an sie sind nicht die dir so, was sie brauchen, und nicht du hinein, was du willst, aber brauchst. Dann eben gucken, ob den Partner, falls über deine Agence fährst, der Partner sur place, bei dem du an sich gehst, die Organisation, wo du gehst, hat die rasch zu suchen, ja oder nee, an dem ganzen Selektionsprozess, wo du kannst. Von die auch ein Mattbestimmungsrecht oder nicht, das ist auch ganz wichtig. Und natürlich schon sie, das hat Mattbestimmungsrecht zu suchen, ob du kannst bei ihnen ein Volontariat oder Stage machen oder nicht. Kriegst du genug Informationen, wenn sie fräst Informationen, sind sie bereit, dir genug Informationen zu geben? Sind sie vielleicht bereit, dir zu weisen, wozu all gehen, die durch Donationen kommen? Sind sie transparent an dem, wie sie mit den Suchen umgehen? Geht es vielleicht eine Information, jetzt du hingehst? Geht es frei, dass du Informationen kriegst, dass du eine ganz Vorbereitung kriegst, dass du überhaupt auf einen neuen Platz gehst? Sur place, als eben du die Suivi, du als eine Person, du mit der du kannst schwatzen, als eine Person, du heim, auch du mit der du kannst schwatzen. Geht es das Programm für du noch, wenn du zurückkommst, für das Ganze evaluieren? Ja, gehen nicht Regeln, gehen nicht sur place, kriegst du gesagt, du musst länger da sein bis 5 Uhr, und du kannst da vielleicht einen Tag vakanzeln, aber du musst die Zeiten da sein, einfach ganz normal regeln, sodass du nicht ein privilegierten Treatment haben kriegst, nicht mehr was aus dem Ausland passt, mir, dass du normal behandelt wirst, wie jeden anderen auch da am Büro. Also vereinfacht gesagt, höre nicht raus, wenn es so fehlt wie ein Vakanz buchen, dann ist es Voluntarismus. Yeah. Aber wenn du anstrengend ist, wenn du mehr wie 6 Monate brauchst, für die zu bereden und so weiter, wenn noch von der bis auf Wort geht und nicht alles vom selber geht und es so fehlt wie ein richtiger Bewerbungsprozess und nicht sowieso verreden, dann kann ich besser das Gefühl haben. Was das? Dann hast du die Möglichkeit mehr groß, dass die Organisation wirklich seriös ist. Du warst ganz relativierend. Ich kann auch nicht sagen, dass das noch wirklich wert, eine gute Organisation sind.
wie du denkst also eben immer wichtig eng Person zu wo in Kamale falls wirklich dann nicht gut das und dann wirklich zu malen für das du noch nicht nach eng Person du hingeht an dass die ganze Cycle weitergeht falls sie effektiv kann so einer Situation wie wo ihr merkt dass es nicht okay ist me dat wat aber du nach gegen so ass an du dedet mal wirklich schläd mir gifen einfach so ein absolute No-Go alles wo man kann ein Projekt aus das einfach zu gefährlich das einfach erkannt braucht eng Person die qualifiziert dass sie mat jetzt schaffen wat méi vulnerabel wat mé Kompetenzen bra sie mat der Person zu schaffen Personen sind net doof mat dir zu spielen an du wennst da wann den Infos gesagt dass so freiert geht wo du kannst man kann schaffen so einfach nee du musst einfach dat Mikrosbild gucken an das Generalschutz von der Kanner an net Kant ihn da zum Lache bringen der Telft dem Kant op lang Dauerweg schneicht genau du für dat a wander da gehängt eng Organisation fanne wo man Kanner schafft hängt vielleicht davon noch hoch wat einen ganzen Background das war tu dir schon als Gmabe Erfahrung wo dir vielleicht schon Berufserfahrung ich weiß auch alles nicht mehr und da muss ja mal der Organisation gucken weil es gibt noch Organisationen die hole Volontäre um mir die sind da ganz strenger so und dir hat Kontakt mit der Kanner wann die heißt wann dir bei es kommt dann hat die solo die langweilig Arbeit und dieses am Büro und die macht die administrativ hilft und die hilft da Equipe die du noch mit der Kannerschaft mit dir selber schafft nicht mit an die kriegt doch keine Responsabilität an Georg so offenen wie Stage während einem Studium gerade für Pädagogik oder so die du so gewisse Backgrounds an beim Stage also du so wie in meinem Fall du hast auch nur lokale Verhältnisse bezahlt gehen die du hast nicht dafür bezahlt du hast natürlich der Flucht bezahlt also du hast nicht bezahlt für dürfen die Stage zu machen mit der Stage aus renummeriert gehen als das echt dann wusste gewiss so und du fängst an in die richtige Richtung zu gehen. Ich nuanciere genauso wie du das ja, aber ich meine die anderen von denen sich muss stellen hast du nur was bringt das Kanner was bringt das dünner der Kanner also weil besonders wie weit wasch gehst du verstehst Spruch nicht wie willst du da wirklich mit der Kanner können schaffen wenn du den Spruch nicht kannst wenn du den Kontext nicht verstehst wenn du die Kultur jeweils nicht verstehst also du musst einfach realistisch bleiben und du det mal leid wenn ich vielleicht streng klingen aber ich meine du musst in sich Summerrappen also vielleicht nicht und dann kann ich aber dem Moment helfen der Equipe sur Platz also vielleicht eben wie sie es vielleicht tut die viel super neue Studium gemacht oder den super Ausbildung da kann ich auch du einfach eine Chance machen mit den Leuten die du schaffen da kann ich gucken wie schaffen sie mit der kann selber von hinten mal lernen wie sie mit verschiedenen Situationen umgehen an vielleicht eben noch Kompetenzen selber weitergehen und Leute die durchschaffen die nur was denn Kompetenzen sind also die auch nicht mehr was Kompetenzen ist dass du denkst kannst und sollst weitergehen weil Leute tun sie auch die auch Platz sind nee das sehe ich das ganz ist froh dass daheim ist weil das ein Thema das mich beschäftigt glaube man bewusst ist dass definitiv extrem sensibel ist an doch wichtig ist du eben zu sensibilisieren weil ich meine dass das ein neuer Marché ist, dass die noch einfach entstanden ist an letzten Jahren, das ist kein Geheimnis. Mit Frau so wie Leute damit umgeht. Und du hast mir auch gesagt, dass der aufhängt an Lycée-Projekte zu machen, mit Jungen, die sich theoretisch für so etwas interessieren. Das ist auch ein Projekt, die du machst. War das die Intention, für das eben nicht so geschieht, wie es vielleicht in der Vergangenheit geschieht ist? Einfach Topklärung genauso wie hier also mir gehen effektiv an Schulen man Atelier an Schulen mit den Jungen und mal gucken mal ihnen das ganze Thema durch weil das hat Volontarismus an erklären hinnen dass es einfach mehr schürt wie das es gut geht und dass sie einfach sich selber auch können also ist immer wichtig dass Kanner sich selber können schützen ohne dass es Responsabilität von der Kanner ist das immer wenn enger wusner Person ab seinem Kant undet das Schuld wusner versteht mich nicht falsch wie mir probieren kann er auch einfach dien von sie gehen dass sie vielleicht können hoffentlich eng Situation erkennen ihr das geschieht und an dem Fall eben vielleicht wären sie dem Moment interessiert für Volontariat zu machen und wie gesagt Volontariat wollen machen und das ist auch mega gut und das auch sind immer gute Intentionen an drin dass sie wirklich sagt wann eine junge Person sich will aussetzen mehr einfach dann zu wissen okay wie gehen Stadt wenn froh muss ich mal stellen dass sie einfach ein bisschen kritisch sind dass sie eben den ganzen Hintergrund von Volontarismus auch von den ganzen Stereotypen die von verschiedenen Ländern projiziert gehen dass sie da mal hinterfragen dass einfach kritisch sind auch generell mit der Kooperationsarbeit was das überhaupt aus was aus Entwicklungsarbeit an
wo sie sich daran Kind platzieren und dass sie können einen Unterschied machen, vielleicht von einer guten Offer an einer schlechten Offer. Gehört zu der Sensibilisierung an Reproduzierung von Stereotypen, auch zum Beispiel da ich mit Bilder. Ich denke gerade dran, dass ich Gott sei Dank zu meiner Zeit hatte ich kein Smartphone, ich habe es nicht gehen, und es gab noch nicht wirklich Facebook und so weiter. Gott sei Dank, weil Gefahr ist ja da, oder es gehen viele Bilder gemacht von jungen Männern, jungen Frauen, für einen Waisenheim oder für eine Schule. Du bist gut getan am Hirn, Frau vielleicht am Sari, am schlimmsten Fall an kann das in halb Plake. Ich will ganz stark zu sagen. Wie sensibilisiert den und kann eine andere Sensibilisierung von dem dafür? Also die Jugendlichen von Haut. Ich sehe das schon viel mehr kritisch wie mehr für 15 Jahre oder? Für 15 Jahre. Also ich muss so ein bisschen waren die Jungen immer mega rezeptiv immer auf die Sachen, also das super Martinen die Diskussionen zu feiern, weil sie aber wirklich auch kritisch darüber sind, besonders wenn sie bis drauf schwarzmäßig sind, aber auch oft selber mit das genau die Bilder, wusste von Schwarz hat sie so typisch White Savior Bilder eben so die weiße Personen und mit den armen Leuten rundherum. Das sind eben Bilder, die wirklich so typisch die White Savior Bilder an die einfach noch immer zirkulieren, wo einfach durch die sozialen Medien einfach mega gepusht gehen, wo immer mehr rundherum sind noch ganz viele Influencer, sind noch ganz viele Stars, bekannte Personen, die dann jedenfalls an eine Schule gehen, an ein Wesen haben und dann Foto mit der Kanne machen, an sich dann als extremen Halt durchstellen, an das ist extrem ethisch, unmoralisch und unvertretbar. Und da sind wir du fängst mal mit den Stereotypen und dann das Bild war in dem Moment und einer Leute weitergeht von den Ländern, das ist ja einfach das limitiert sich erstens mal auf einen kleinen Platz, das wahrscheinlich an einem Dorf von einem Land. Die Realität von dem Land ist aber dass du hast vielleicht effektiv dir vor der Platz sind, wo mehr Armut herrscht. Das ist aber nicht, dass das ganze Land armer sind. Das ist auch nicht, dass alle Menschen armer sind, auch von einer Person nicht viel suchen, hat sie Recht auf Dignität an Recht normal repräsentiert zu gehen und nicht an ihrer Form, wo es ihnen am schlechtesten geht. Und schon gar nicht, wahrscheinlich fragen sie auch mal gar nicht wirklich genau, ob sie das wollen. Die Leute wissen vielleicht auch gar nicht, wegen Kontext die Bilder dünner benutzt gehen. Das liebst du ja auch nicht machen. Das ist immer das, was mir auch die Jungen probieren zu suchen. Wenn sie das nicht müssen, dann mache ich doch sonst nicht. Also generell ein Tipp, wo du gibst so, wenn du immer gibst nur denken, ob du eben noch gibst, bei der du heim machen, und ob die froh hast, denk einfach, nee, dann mach es nicht. Wenn du das nicht musst, mach es nicht. Wieso sollst du das machen? Das ist dann einfach eine Sache von White Privilege. Ja, das heißt so ganz anstrengend, sich selber sein Ego zurückzuholen und zu akzeptieren, dass ich gerade am Begriff aus etwas zu machen, wo den eigentlich weiß, dass es falsch ist. Ne, das heißt so ganz schwer. Ich meine, wir schwätzen mal darüber. Genau. Wir schwätzen über das schwere Thema. Und zu dem schweren Thema gehört ja auch schon noch den Aspekt zu sagen, was das da lo, wann ich es will machen, wenn ich geht eine Checklist, geht nicht gut Ubida, geht von allem vielleicht auch ein rot List von Ubida, wo du einfach siehst, mit denen gehst du nicht, weil du, wenn du auf die Website gehst, auf Facebook, da siehst du direkt in den Bildern, dass du besser nicht gehst. Kleine Name-Dropping. Nee, also... Nee, wir gehen dafür Quellen. Ja, also ich soll mal Sachen, wo da einfach nicht so ziehen, wenn die ganz Agenzen, wo so ein Volunteer-Projects Buch sei. Also wenn du schon so eine ganze Website hast, wo nicht mehr so Volontariatsprojekte in Ungebote gehen, da ist schon einfach gefort. Das tut nichts mit Entwicklung oder Kooperationsarbeit, die gar nicht. Dann alles das, wo wirklich mehr kommuniziert wird, wie es viel noch so die Vakanzen-Aspekt oder den Aspekt, dass du eine gute Erfahrung hast. Das ist alles, wo das kommuniziert wird, dass es um dich geht und nicht an sich Projekt mit langem Impact, auch einfach Tanwasch. Wie gesagt, alles Projekt mit Kanner, wenn ich nicht machen. Und Checklisten, die können ich auch informieren. Es gibt zum Beispiel Webseiten wie Responsible Volunteering. Die verlinken wir. Genau. Da sind ganz Tipps darüber, wen kann fahren. Wie gesagt, mit dem SNG vielleicht gucken. Wenn ich halt zu Lützburg will, aber vielleicht mal Volontariat machen kann, noch bei benevola.lu gucken. Die haben auch sogar eine Checklist, wo steht, wie ich kann gucken, weil kann ich noch sehen, also wo so eine Checklist tun, wie ich kann gucken, wie in eine Organisation rausschicken kann. Genau, das wäre die, wo ich mal gegen 4 schlagen.
an alle guten Day, wo Bilder von Kanner verbreden, wo der Kanner an sich miserabel geht, wo Kanner super traurig sind, du auch schon, weil du merkst ja dann auch schon, dass das ganze Bild, was sie vermitteln, an sich mega negativ Bild ist, und du denkst da so Sachen auch manchmal nicht unterstützen. Ja, weil ich aber noch kann als kleinen Tipp gehen, als zum Beispiel auch weil man über Bilder geschwärzt und wen dann überhaupt soll kommunizieren, wann ihn dann effektiv geht, dann hat ihn aber eine Responsabilität, für vielleicht was von den Stereotypen zu kommen, dann einfach ein bisschen mehr open, ein bisschen mehr real über die Situation zu schwatzen, dann vielleicht ein bisschen mehr zu erklären, von wo kommen die Probleme. Du gehst dann auch so kleine Uledungen, das können wir auch verlinken dann, das von Radiate, das ist eine Organisation, die ist in der Schweiz, ich kennt Radiator 8, die auch ganz viel mit dem Prinzip schaffen, von, dass der Perspektivwechsel soll holen, das heißt, dass du dir vorstellst, dass eine Person bei dir so käme, mal einfach ein Foto machen, während du in der Klinik bist, oder da 2 Wochen Französisch beibringen, obwohl die Person, wie sich aus Aserbaidschan kennt, dann rien à voir. Genau, sie haben so einen Social Media Guide für Volunteers and Travelers, den ist auch ziemlich gut gemacht. Ziemlich wichtig. Und generell kannst du da doch nicht mehr den ein bisschen zu gucken, weil du... Ich weiß, was ich Musik mal heute spielen. Ich weiß, was ich Lied mal heute spielen. Voilà. Also genau, auf jeden Fall ein super Tipp, ganz klar. Ja, also da ist gut, wenn ich sich eben über die Sachen Gedanken machen, die bringen das ganz gut rüber an es ist wirklich ein bisschen in your face, aber auf eine gute Art und Weise, voilà. Das ist ein Thema, was weh jetzt. Das ist eben das, ne? Das einfach weh, auch du eben zu akzeptieren, ja, dass ich soll das machen. Ne? Das ist immer schwer, sich zurückzuholen. Und ich meine, das muss man immer gut heinst du auch lehren. Aber was du noch? Was ist das? Und die ONG und all die Ubida auch. Absolut. Das ist ein riesen ONG-Thema. Gut, kein froh. Also ganz klar, was für Bilder transportierst du auch als ONG? Wie kommunizierst du? Crowdfunding oder eben Spendenabruf mit welchen Bilder willst du die Leute dazu motivieren, weil das ist schlussendlich zu spenden. Welche Stereotype bedingst du? Du gibt ganz viele Diskussionen an du gibt auch eine Entwicklung und Gott sei Dank gut Beispiele. Wir gehen eben noch nach immer Beispiele, wo du siehst, sind wir noch 1970. Ne? Ja. Wenn es schon bei Tipps passt, ich erinnere mich einfach, dass du auch gesagt hast am Viergespräch, dass das eigentlich witzig ist, mit der Tendenz, was kannst du heim, dass das Volontier du heim noch gar kein Thema ist und dass das eben auch ein Tipp wäre, dass du gibst so einfach mal als Jungen etwas erleben, kannst du hier in der Gegend und als Minenter und das gehen, das heißt du mega gefährlich, so nicht los, gut Minenter, wie an Indien gehen. Ja, also das ist eben das Problem, gibt überall. Misere gibt überall, nur noch zu Lützeburg. Sachen, wo ich kann helfen, ohne dass ich direkt eine traurige Thematik hat, kann nachher bei einem Event helfen, kann nachher gucken, vielleicht braucht eine ONG eine Hand, die man aufhegt für Übersetzungen zu machen. Also das wird ja immer zu dienen, dass viele Organisationen vielleicht auch nicht immer die Suchen haben, für Leute dann long-term anzustellen, und du hast ja die ganz wertvoll, Volontariat zu tun, weil das ist schon ein wichtiges Arbeit, die gemacht wird. Dafür auch so ein Volontariat selber ist auch ein gutes Sache, das soll auch gefördert gehen, mit sollen dann einfach richtig machen. Und eben genau, das ist halt ein ganz schöner Beweis für die Gesellschaft ein bisschen beizudrücken, und auch heimisch rundherum, sie wirklich genug Platz haben, wo ich einfach kann helfen und einfach mal anrufen, vielleicht bei einer Organisation oder Infos, oder eben über den SNG fahren oder benevol.lu. Also du gehst nicht. Geht genug. Wir haben schon mega lang geschwärzt. Das ist effektiv das längste Interview gewesen, so was ich vorher tun. Mir das auch einfach, weil das wirklich das Gute ist, macht als Zeit geholt, an der Dave über das Thema zu schwätzen, weil das kannst du dann 10 Minuten, weil wirklich du viel Wolle gehen. Ja. Ich schon einfach nach ein Thema vergisst. Vielleicht kannst du aber kurz antworten. Einfach Thema Au-pair, weil das eben noch vielleicht betrifft einfach. Wie steht der zu Au-pair? Weil das ja auch Umgang mit Kanner. Ja, bei den Bahai nach muss präzisieren, Au-pair ist noch ein etwas anderes, wirklich wie Volontarismus. Ja. Der Hauptunterschied ist zum Beispiel, dass du ja da an ein Haus gehst, wo die Eltern da sind. Oder eine Person, also die kann sie ja nicht komplett allein, die kann sie nicht total schutzlos. Das ist aber noch kein Moment da. Und du kannst als junge Person da hinein meistens, das ist schon eine Kontrolle da, was du musst, und wenn ich mit der Kanner sein, was du mit der Kanner musst, und die Eltern sind auf Platz da, wenn etwas schief geht, können die Eltern, die Kanner, auch den Eltern sagen. Du hast schon ein bisschen mehr
eng Regulation du Schutz du den Unterschied wirklich bei denen Institutionen oder Wesenheber oder anderen Institutionen die kann er opholen ob dann Daresfeuer so dann Oversfeuer als dass die kann er nicht den Entourage schon den sie beschützt und dass sie genau das was so auch die was so vulnerabel möchte und dass sie genau do wohin der Schutzmechanismus muss stärken also genau wohin einfach die Regulationen braucht und wieso nicht die für fremd Leid du hinkommen wo du quasi mal nicht gefroht wo man nicht weil hey kannst nicht man kann also wenn du willst in der Gesellschaft muss der quasi schon noch müsste quasi aufgehen für den Job an da das wichtig in Dingens tünsch effektiv hier drunter nicht gesucht mir das ganz wichtig also auch die Kasi das geguckt war das die ganz viel Geschichte von der Person weil die schon denke ja eng sexuelle Straftat gedotet also eng sexuelle Straftat gemacht hat die kennt nicht bei Kanner also absolute No-Go ja und das schon dramatisch zu sagen dass das eigentlich mit Voluntarismusagenturen nicht auszuschließen genau du geht dazu gefördert genau also dafür Thema Au-pair aufschließen einfach Au-pair ist eigentlich meistens lang ein halb Jahr ein Jahr und du gehst eben viel gut Agenzen aber wahrscheinlich auch pur schwarz Chef aber die müssen eben raus Au-pair ist schon noch etwas was meistens auch lang viel berät geht also das ein Kader da ne? Die zwei letzte froh ist immer dieselbe die eng als was willst du 5 Jahre nicht mehr musst erklären was und Tourismus ist mal dat mal gemacht dat war die kurzen Antwort ist die ganz ruhige Woche nicht nuanciert ja an die zweite froh als wann den François Bausch der giwer laben eng woch lang den Tram zu bespreien mit einer großer Pankarte bei dem Thema einem Slogan was gibt drauf stehen ich ging schreibe benutzt der richtige Schwerder et gött Kanner Sextourismus et gött nimmen sexuelle Ausbeutung für Kanner am Kader vom Reesen an am Tourismus an et gëtt doch kein Kannerpornografie, et gëtt nëmmen materiell d'abus sexuell les enfants, also sexuell Missbrauch Durchstellungen vu Kanner. Dat Tote geht net op den Tram, dat hicht dich grad eigentlich agelude fir nach enke zu kommen an doriwer zu schwatzen. Du gëtt noch viel zu machen, oder? Oh ja. Okay, vielen Dank, dass du hier warst. Noemi Milosch war heute zu Gast bei mir am Podcast von den Expert Lützeburg. Alles, was wir heute beschwert haben, die Linke sind auch in den Shownotes. Und nach viel weiter Informationen zu Expert Lützeburg fand ihr auf Facebook, auf ihrem Site, auch Videos und so weiter. Alles Mögliche, was sie schon produziert haben. Und es könnt nach mehr, hast du gesagt, ne? Ja, es könnt nach. Merci, bis nächstes Jahr. Merci dir. An hier sich Ballung Ende von unserer Sendung angekommen. Und ja, du hast bei mir natürlich am Studio wie allmond dann Müller vom City. Moin an. Moin Cedric. Und du bist hier für die letzte Agenda von dieser Saison vom Podcast. Ich bin sicher ganz melancholisch. Ja, ich auch ein bisschen. Wir müssen da eine Agenda gemacht für den ganzen Sommer oder just für den Juli? Just für den Juli muss ich wirklich von Tag zu Tag leben. Kach bei dir? Mhm. Gut, okay, dann fangen wir mal an. Was meine ich los Samstags am Juli? Du kannst effektiv noch die 3 nächsten Samstag am Juli Esch auf eine neue Art und Weise entdecken. Und zwar gibt es da die Conscious City Walks. Und ja, das ist eine ganz flotte Initiative von der ASTM und vom Klimabündnis. Und ja, da gibt es halt nachhaltige Projekte zu Esch. Und genau. Lauf los. Genau. Und du melden sich schon einfach über die Website wahrscheinlich? Ganz genau, auf der Website von der ASTM findet ihr dann an der Rubrik Evenementer noch die ganzen Infos für die verschiedenen Sprachen, weil das kann ich auf Englisch, Deutsch, Französisch und Lützeburg machen und dann auch die Liane für die Tickets zu holen. Als gratis, muss man sich aber ummelden. Genau. Und du bist schon mitgegangen, du kannst rekommandieren? Ja, ich fand das mega flott. Gut, okay, aber wenn ich nur mitsehen vom durch Aschport sehe, was meine ich dann? Da kannst du noch ein Kehr an Kino gehen, gibt darum Zeit. Mit das auch dann kein Kino wie all anderen, mit das Cinema du Süd. Das ist ein ganz flottes Filmfestival, das all Jahr von einem Konsortium von ONG organisiert wird. Und ja, das gibt den 9. und den 13. gibt es dort 2 Filme zu gesehen. Ein Kehr Burkinabe Bounty, das über Agroökologie zu Burkina Faso. Und den 2. Film aus Ubuntu, und da geht es um eine Schule an Indien.
Okay, das klingt gut. Und das auf verschiedene Sitten, ne? Ganz genau. Den ersten Film geht am Haus von der Natur gewesen, an den zweiten am Forum Geseknäppchen. Und da findet ihr auch auf cinemadesud.wordpress.com ganz Informationen an. Hier ist auch dasselbe im Prinzip kastneicht, muss sich aber ummelden an den Jahr, findet ihr dann noch da. Genau, und das Shownotes natürlich für Alkea, das ist am einfachsten. Okay, und ja, da war noch viel Kultur. Und hast du vielleicht schon etwas Politisches für mich? Jo, noch etwas für eine Table ronde zu lauschen. Und das ist dann Respect des droits humains et entreprises. Das ist am Casino Bonnevoie, den 8. Juli. Und das geht organisiert von der Initiative Devoir de Vigilance. Jo, fängt um 7 Uhr an. Ich meine, du gibt 2 Intervenants, die so ein bisschen in Uledung machen an Thematik. Und dann mit ganz vielen Gästen in Table ronde. Genau, und da ist der Jean-Louis Zeyer für die Lieferkette gesetzt, die war ja schon mal mehr im Studio, geht um das Thema sozusagen, um Lieferkette gesetzt für letzte Stunde möchte oder nicht. Genau, und du musst ihn melden und findest natürlich doch alle Informationen bei uns in den Shownotes. Okay. So an, das war die erste Saison von unserem Podcast, Anne Schlierven. Das hat Spaß gemacht, oder? Ja, ich fand auch. Genau, das waren viele Sendungen und ich denke, du hast Zeit, bis ein Fazit zu ziehen. Ja, ich fand das immer ganz flott, weil wir sind ja heim, wir wissen nicht so richtig, was die Leute, die als No-Lauscherin davon erhalten. Das ist eine super Überlegung. Das heißt, wir müssten mal Feedback froh von unserer Audience. Ich fand den aber. Genau. Aber wie kann man das machen, holst du das? Ich meine, da gibt es so etwas wie SurveyMonkey. Genau. Da haben wir etwas 4 berät. Ein Info 4 berät. Ganz genau. Genau. Und am besten die Leute gehen einfach in die Shownotes und klicken da auf den Link surveymonkey.com/Anne Schlierven. Genau, das gibt es immens freuen. Genau. Und haben doch die Möglichkeit zu suchen, wenn ihr ein Problem mit der hat oder mit mehr. Oder was den ganz flott fand. Genau. Für eine Rubrik vielleicht wirklich die Lieblingsrubrik aus. Du willst so eine Agenda? Ich hole ihn unter. Okay, ja. Okay, ich verstehe. Gut, am besten wir lassen mal das Publikum desiderieren, was Ihnen gefallen hat, was Ihnen nicht gefallen hat. Wir verabschieden uns für die Saison. Von der ich mir so vielmals merci für die Kutz, auch für das Feedback, den wir kriegt haben bei unserem Podcast. Und genau, wir sind ganz zufrieden mit der ersten Saison. Wir kommen zurück, oder? Ja. Vielleicht in anderer Form, aber mit neuer Energie. Und ausgeruht. Ausgeruht. Ja. Und da sind wir da. Genau. Schönen Sommer. Schöne Sommer. Und SurveyMonkey klicken. Richtig. Das war es für diesen Monat von meiner Seite. Anne Schlierven wird produziert von ASTERM und Zusammenarbeit mit Radio ARA an dem Klimabündnis Lützeburg. Die könnt ihr aktuell folgen, auch immer auf der Website von Radio ARA lauschen und rufen. ASTERM findet ihr auch auf Facebook und Instagram und natürlich an astherm.lu. Fragen und Kommentare zur aktuellen Sendung könnt ihr gerne richten an podcast@astherm.lu. Mein Name ist Cedric Reichel, merci für das Lauschen und bis die nächste Kehr. Und denkt dran, think global, act local.